Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Ausgabe von Pokémon Legenden CA. Hier auf dem Kanal von Michael Desayen. Herzlich willkommen und ich bin, wer sind Sie überhaupt? Wir haben die Außenwand des Hotels repariert. Also, super, vielen Dank, Taragon. Gern geschehen, aber wozu das Ganze eigentlich? Ich hatte sowieso keine Gäste. Hey, voll gemein. Ha, jawohl, also ein Gast. Jetzt bin ich Mitarbeiter, ne? Krieg ich auch einen Lohn? So richtig bald durchstartet. Wer mit Amateurvideos? Ich weiß ja nicht, Mann. Könnt ihr nicht Canary fragen, ob sie für euch ein professionelles Video auf die Beine stellt? Wir pappen euch einfach ein paar Baugrößen, die wir an Sack schon habt ihr in unserer erstklassigen Parcours. Das lange nach 0815 Baugrößen sind doch öde. Moment mal, die bauen extra Parcours in ihre Baugröße, damit es spannender ist. Das klingt so schräg, dass schon wieder was für sich hat. Ein bisschen Spaß muss sein. Ja. Außerdem verteilen wir bunte Schrauben auf den Parcours. Wenn du einsammeln kannst du gegen was Feines eintauschen. Gegen sowas hier zum Beispiel. Ein kleines Werbegeschenk für eine neue Kundschaft. Einen roten Canary-Anhänger. WTF. Eine Canary-Puppe, die einen roten Talisman in den Händen hält. Trägst du diesen Anhänger bei dir, erhalten deine Pokémon etwas mehr Erfahrungspunkte. Oh. Noch schneller leveln. Man hört, dass Fanartikel von Canary allerlei Vorteile haben sollen. Die Dinge werden sogar Porte-Bonheur genannt, also Glücksbringer. Porte-Bonheur, ah ja. Hier lernen wir sogar noch Französisch. Unfreiwillig. Dagon hat ordentlich was drauf, nimmt doch echt kein Blatt von dem Mund. Komm, hier geht's lang. Würdest du mir bitte auch mal selber machen lassen, ey. Das ist die 4. Folge. Ich meine, die ersten beiden Folgen waren schon irgendwie, die erste hat ja eine Stunde, die andere... Ne, warte mal. Die 5. Folge ist es schon, Entschuldigung. Die erste eine Stunde, die anderen beiden um die 30 Minuten. Gut, die letzte noch 25 Minuten zugegeben. Aber trotzdem, jetzt kommt die mir noch mit Tutorials, die wir an der Hand durchführen. Junge, Junge. Siehst du dieses seltsame Zeug in der Leiter? Solange das da ist, können wir nicht hoch. Was ist das überhaupt? Das ist ein Megakristall, der besteht aus rätselhafter Energie. Megakristall macht jetzt irgendwie einen auf Galar mit der Dynamaximierung und so. Also das Gefühl habt, ja, auch da Dynakristalle, jetzt gibt es Megakristalle. Jetzt darf ich, ne? Du hältst 10 Megasplitter. Mysteriöse Splitter, die man erhält, um ein Pokémon mit ihren Attacken Megakristalle zerschmettern. Es soll Leute geben, die solche Splitter sammeln. Ah ja. Okay, klettern wir mal hoch, ne? Was? Neue Forschungsaufgabe? Ja, kann ich die da einsehen. Oh, okay. Viel Spaß, ne? Also stimmt, wir sind gar keine Wildzone. Kann gar keine Pokémon hier geben. Schade eigentlich doch. Da unten... Ist da was? Machen wir da schnell runter, ne? Nö, nicht mal. Toll, eine Einbahnstraße. Okay, das klappt nicht. Keine Donnerwelle?
Hätte ja sein können. Muss man auch ein bisschen ausprobieren. Was ist denn wieder los? Mein Gott, hey, lass ihn doch mal selber hier rumlatschen. Junge. Ist auch in der Wildzone drin? Attacken abbrechen kann ich nicht, ne? Oh. Erst 27, ne? Das dauert. Die kann ich irgendwie... Die kann ich sicher irgendwie... Warte mal. Markieren oder so. Geht nicht, ne? Ja, da der Flak kann sich irgendwie so anpingen rechts. Aber naja. Sehr verehrter Gast von Hotel, seit wir sehen können, ist das unangefochtene Highlight Illuminas der Prismaturm. Wunderschön. Bitte sag mir, dass er mich nicht die ganze Zeit im Spiel über begleitet. Da wäre ich sehr froh drum. Wie sieht mit dem Level generell so aus? Cocoon einsetzen, ne? Um die ganzen Dinge Platz zu machen. Der will ja auch ein bisschen schneller und wird schneller ein Bibor. Natürlich ein mega Bibor. Eigentlich schon krass. Bist du runtergesprungen? Vertrau mir, es passiert nichts. Ja, ja, Berühmte letzte Worte. Ich finde es eben noch krass, dass wir eigentlich einen mega Bibor haben, aber kein mega Smetbo. Dafür ein Giga Dynamax Smetbo, ne? Aber ist ja ein anderes Thema. So, warte mal, da runterspringen, ne? Also ich war schon unten, dann kann das Rotum vor plötzlich. Landungsmodus wird aktiviert, ein plötzlicher Sturz wird erkannt und verhindert. Der Landungsmodus des Smart Rotom wird bei Stürzen das große Höhung aktiviert. Ja, kennen wir ja noch aus Carmen im Purpur. Das wusste ich schon genau. Wir eigentlich das wählen müssen. Warum muss er mich so an der Hand führen? Wollte er eigentlich alles selber ein bisschen erleben und gucken? Jetzt kommt es gleich wieder von wegen. Ey, der Wildsektor ist übrigens da hinten. Aber auch das Koppel. Mit TM, ne? Kopfnuss! So, jetzt können wir es mal kurz testen. Mann, ich weiß nicht mehr die Knöpfe. So, wir können es mal kurz testen, was er gerade meinte vorhin. Ah, Kopfnuss, ne? Hier sehe ich es also. Das ist natürlich sehr praktisch, ne? Also ich direkt sehe, welche meiner Pokémon Attacke lernen könnten. Und da man ja die Dinger sowieso endlos einsetzen kann. Da hat Tiri. Wer war zufällig? Hass! Was? Typischer Trainer? Bin ich der Einzige, der irgendwie bei diesen Holo-Schildern und so irgendwie das ein bisschen Vibes aus Xenoblade Chronicles X hat? Kann man einen Turmmodus einschalten? Atiri, komm, wir gehen zurück. Also genug Pokébälle, das ist eine berechtigte Frage. 37, ja, ich habe sogar einen Superball für Pichu. So.
Das ist ein guter Tipp tatsächlich. Ein Knospi. Da geht es auch mit Zuneigung, ne? Ja, jetzt Roselia, müssen wir mal gucken. Ich meine, so ein Roserade und so wäre schon cool, tatsächlich. Also klappt auch so, okay. Aber nicht ganz so sicher. Wir haben keine Reih-Pokémon, ne? Wie bei Legenden Arceus. Oh. Bitora. Eins der Pokémon, dessen Namen ich mir sowieso nie merken kann. Oh. Ja, du kannst also gegen das kämpfen, der Tiri. Nein, Moment. Gibt noch mehr hier rum. Also. Ganz vergessen. Was? Schweinerei. Der Uldam kann zwar schwimmen, oder besser gesagt... Was machst du da? Danke für nix. Kein Plan, wieso so viele Carpadors fange. Wenn sie schon mal da sind. Ist das ein Guckma da? Nagelnotz, genau, guck mal, da war die Entwicklung. Ernsthaft. So. Ein Carpador, ne? Quasi ein Gyarados im Team. Ja, also weil wir halt irgendwie mal ein Areal hätten, ne? Wo wir das besser trainieren können, dann gerne. Ich habe vorhin gesagt, ein Living Dex, ne? Will er sowieso sammeln. Das heißt, es brauchen natürlich auch 3 Knospis dann, mindestens. Also ja, Living Dex, für diejenigen, die es nicht wissen, bedeutet im Prinzip nichts anderes, als dass du halt für jeden Pokédex-Eintrag quasi wirklich ein eigenes Pokémon in der Box hast. Ne? Also quasi, wenn ich jetzt sage, hey, ich habe ja meinen Start mit Endivir, dann wird es entwickelt und so, zu Loblan und Meganien, hätte ich alle Pokédex-Einträge, aber ich habe trotzdem nur ein Pokémon, ne? Halt ein voll entwickeltes Meganien dann. Dass man sagt, okay, dann muss ich aber noch einen Endivir fangen und dann nochmal einen Loblan fangen oder einen Endivir fangen, das zu Loblan entwickeln, damit ich halt alle 3 in der Box hätte. Das wäre dann sowas wie ein Living Dex. Da wird in dem Spiel sowieso spannend, weil es gibt ja hier auch endlich mal die Goifaf, oder wie das Viech hieß. Das ist Hunde-Pokémon, was man frisieren kann. Und davon will ich natürlich irgendwie auch mal noch so alle Formen und so ablegen, falls es überhaupt geht. Ne? Weiß auch nicht, ob man die Formen in der Box ablegen kann oder ob die nach einer gewissen Zeit, nach ein paar Tagen ihre Form verlieren. Das gab es ja auch, ne? Zum Beispiel Shamin ist auch so eins, was man so zur Need-Form wandeln kann, aber glaube nach 3 Tagen wieder zurückwechselt oder wenn es Nacht ist, ne? So, jetzt müssen wir mal ein bisschen anders machen mit dem Viech da. Sehr gut. So, jetzt wäre die große Preisfrage. Was gibt es hier alles noch für Pokémon, ne? Eins haben wir noch nicht entdeckt. Die Frage, ne? Spawnt es eher später? Oh! Der Kokuna habe ich ja. Warte mal. Nee, das wird da angezeigt. Wäre eine gute Gelegenheit für Datiri.
Eigentlich chillt das Kokun da eigentlich, ne? Also was kann ich machen schnell. Sag mal. Geht doch. Den Bäumen also auch, ne? Hm. Dann noch irgendwie ein Pokémon im Wasser gibt, was ich noch nicht gesehen habe. Purmel. Man hat sich das denn entwickelt? Was? Level 9, Level 10? Ja, sowas in der Art, glaube ich, ne? Den war ich noch gar nicht. Ja, also. Ich glaube ich lieber Volti ein, beziehungsweise ich gucke erstmal, ob ich es so fange. Das Vieh ist auch stur, ey. Ja, ich meine, vielleicht ist da drunter ja was, ne? Könnte ja sein, wir kommen da überhaupt hin. Hä? Ist ein anderer Eingang? Achso, ich komme so rüber. Hä? Kurz ruckel die Ruckel. Jetzt bin ich hier. Nachts wird es sicher ein seltenes Pokémon sein, da bin ich felsenfest überzeugt. Ach so? Ich glaube nicht, dass es hier Pokémon gibt, die irgendwie nur so ein bisschen im Tageszeit spawnen. Ne? Weil früher gab es ja auch so, die nur morgens gespawnt sind oder nur nachmittags und so. Aber jetzt hier eher weniger. Tagsüber und nachts, das kann ich mir vorstellen. Fehlt mir einfach eins, ne? Ich habe keinen Plan welches. Sieht vom Level her aus? Okay. Wow. Ja gut, Plansch muss man nicht so viele Sorgen machen. Level 11. Da kommen wir hoch. So. Also ein Pokémon am Tag, so wir erfahren kann, fehlt wohl. Naja, wir werden sicher nochmal zurückkehren. Ich bin sicher, das ist da hinten irgendwo. Vielleicht spawnen sie nur zu bestimmten Tageszeiten sogar oder sonst. Oh, Entschuldigung, ich wollte eigentlich Pokémon einsetzen. So. Dann wollte ich nochmal ganz kurz heilen. Unser liebes Volti, ne? Also der beide gekillt? Das geht? Krass. Wusste jetzt auch nicht. So, Purmel darf sich auch entwickeln. Ach ja, die ganzen Entwicklungen von dem noch farmen, ne, weil die auch alle verschiedene Formen haben können. Junge, Junge, das wird auch ein Spaß.
Poponcho. Also nicht Poponcho, ist ja die Entwicklung von Poponcho dann. Attacken verwalten. So. Sehr gut. Schutzschild und Giftpuder. Wir haben noch einen Wartenschuss. Der gebraucht sowieso kein Schwein. Ansonsten haben wir mit Attacke nicht so viel am Hut, ne, gerade. Oh, Rasierblatt. Ja, super. Blattwerk, Tackle. Ne, der passt soweit. Sehr schade das Vieh, ne? Naja. Man kann nicht alles haben. Oh, hier war ich. Gut. Ich bin für das erste fertig. Bin gespannt, was das Pokémon noch fehlt, ey. Das finden wir nachher raus. So, wo muss er jetzt überhaupt hin? Okay. Die sind ja überall, ne? Bist du fertig im Wildsektor? Ich warte am Imbiss. Ja, ich komme ja schon. Ich darf... Oh Gottes Willen, ey. Ich überlege tatsächlich, ob wir jetzt noch so lange hier machen, bis ich mal im scheiß Tutorial fertig bin. Weil ich würde nämlich gerne auch mal noch Geheimgeschehen und so einsetzen, denn wir hätten noch 2 Dinge, die ich gerne abholen würde. Ich hätte auch schon mal das DLC-Orden und so. Da gibt es ja auch noch irgendwie dann neue Anzüge, neues Outfit und so. Und ja, damit ich das einfach mal gemacht habe, ne? Also darf hier vermutlich auch noch nicht durch, ne? Ja, war ja klar. Ich bin überrascht, dass ich mir ohne Zitas Hilfe überhaupt die Klamotten anziehen darf. Mein Gott, da ist ja. Ein Glurak, oh, ich hätte auch gerne einen Glurak. Wobei, ich habe immer einen Glurak, aber Glurak ist mein Lieblings-Pokémon. Was? Kennen wir die? Zumindest die Frisur, also die Frisurfarbe kommt mir sehr bekannt vor. Ich sag nur, Ach, wie ist er schon wieder? Was? Team Flair aus XY und dann der Anführer, der hat irgendwie so ein paar Kumpanen dabei gehabt, also höhere auch, die immer so eine Frisur hatten. Na egal, wir werden schon herausfinden. Röstkaffee, Flammenwurf, Glut, Feuersturm. Hitzekohle wäre ein bisschen zu heiß. Der gute alte Flammenwurf. Hier, eure Bestellung. Trinkt schnell aus und bestellt mehr. Okay. Ist aber echt schön. Cooles Thumbnail. Da kann man sich mal gönnen. Ach, richtig. Du hast ein Fable für ihn. Nouveau, sieht er. Das ist eine coole Szene für ein Cutscene, aber nein, ich kann nicht, sonst komme ich ja nie vorwärts mit dem Spiel. Und wer ist das, wenn ich mal fragen darf? Hi Vincent, ich stelle dir vor. Das ist Michael, das neues Mitglied von Team AMC. Und das ist Vincent. Er ist ein ziemlich hohes Tier bei der Quasar Corporation. Oh, jetzt. Was denn der für eine Frisur? Was steckt denn da oben drin? Ist das ein Pokémon oder so? Ein Haspiro? Nee, oder? Ein Haspiro-Figur, sowas. Offiziell bin der Sekretär der Präsidenten, aber im Grunde erledige ich alles, was so anfällt. Es freut mich, eine Bekanntschaft zu machen. Dir ist nicht aufgefallen, dass derzeit in einigen Orten Bauarbeiten durchgeführt werden. Leider lässt sich das bei der Umsetzung unseres Stadtentwicklungsplans vermeiden. Auch der Prismaturm ist davon betroffen, deshalb ist er weitaus nicht zugänglich. Warte mal, war im Prismaturm nicht auch die Arena von Citro? Hab mich eh schon immer gefragt, wie es hier mit der Arena ist. Dafür möchte ich mich im Namen unserer Firma aufrichtig entschuldigen. Ich hoffe, dass das ein Eindruck von unserer schönen Stadt nicht allzu sehr trübt, Michael. Er macht nichts draus, Vincent. Ist nicht so, als wäre das Ganze deine Idee gewesen. Außerdem sind wir total gespannt darauf, wie das Zusammenleben mit den Pokémons aussehen wird, wenn alles fertig ist. Danke vielmals für euer Verständnis. Doch nun ruft die Arbeit. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Ciao mit V. Nein, mit Y. Ich bin auf Rang Y. Okay, dann kommen wir jetzt zum heutigen Highlight.
Und zwar gehen wir zum Lebel-Büro, wo Mathieu arbeitet. Lebel? Gibt es denn hier auch noch? Warte mal, wann hatte der seinen Auftritt? Lass mich kurz lügen. War es jetzt sogar? Nee, es war noch bei Diamant und Pearl, beziehungsweise erst tatsächlich bei Platin. Er hatte zwar, glaube ich, einen kurzen Auftritt auch bei den Remakes von Diamant und Pearl, aber ich glaube, wirklich Auftritt hatte er doch erst bei Platin. Dann kam man bei Schwarz und Weiß nochmal vor. Und doch auch bei Sonne Mond hat nochmal einen Auftritt. Ich glaube, bei den Höhen-Remakes nicht. Bin mir nicht mehr so sicher. Ich muss halt nochmal durchspielen. Nochmal reingucken in die Dinger. Jetzt geht das Scheiß-Tutorial noch weiter. Also wenn ich besser wüsste, würde ich sagen, jetzt haben wir uns verschossen. Sorry, aber... Könnte ich mal rennen? Die zieht wohl das Spiel in die Länge. Oh, in die Dene. Ich glaube sogar ein Kalos-Pokémon, ne? Wann ist sogar die Dene Elektro-Fee? La Place Rouge. Warum sind so viele Leute? Aber der Bell wird wohl kaum hier im Spiel selber sein, ne? So. Zone Rouge. Ich weiß nicht, was für eine Zone sein soll. Wer ist denn das? Mein Name ist Gavin und ich richte heute mein Wort an Sie im Namen der Faust der Gerechten. Danke, dass Sie mir Ihre Aufmerksamkeit schenken. Wenn sich Illumina City der Koexistenz von Menschen und wilde Pokémon rühmen will, dann müssen wir die Wildsektoren abschaffen. Andere von Ihnen halten das womöglich für einen gefährlichen Vorschlag. Das ist nachvollziehbar, denn wilde Pokémon sind stark und können angsteinflößend wirken. Doch bitte, seien Sie unbesorgt. Wenn der Faust der Gerechten beitritt, dessen Fähigkeit im Pokémon-Kampf wachsen ins Unermessliche. Wer es bei uns bis ganz nach oben schafft, kann den Pokémon sogar mit bloßen Händen entgegentreten. Die gesamte Bevölkerung Illumina Cities dank der Faust der Gerechten an Stärke gewinnt, können wir die Wildsektoren ein für alle Mal abschaffen. Die Idee ist schön und gut, aber es klappt nie im Leben. Ja, vor allem, hey, ich muss erstmal meinen Pokédex vervollständigen, vorher können wir es sowieso vergessen. Du da! Wenn du meine Stärke an meinem Leib erfährst, wirst du einsehen, dass Meister Gavin die Wahrheit sagt. Oder Gavin, oder keine Ahnung. Ja, sie meint dich? Nee, sie meint dich. Oh, scheiße. Ich, Cosette. Okay, von mir aus. Das ist wahrscheinlich 5 stärkste Mitglieder fast gewinnt. Okay. Ja, komm, mach hin. Wir haben noch einen Termin. Macholo! Das wird nicht allzu lange dauern. Ihr hängt schon in den Seilen an die Faust der Gerechten, lässt sich nicht aus der Ruhe bringen, Mann. Yo! Da muss ich jetzt auch mal ganz kurz switchen. Tut mir leid. So. Ein Psyro-Pokémon wäre ganz nett. Und ich glaube, das holen wir uns in der nächsten Folge, Freunde. Glut. Ja, ein normal Flug-Pokémon kann Glut erlernen. Tja. Beim Siro Royal wäre das Rang A, nein, Rang G. Du würdest dich fragen, ob du am Siro Royal teilnimmst. Jo. Wie bitte? Du bist ein Profi im Verwalten von Attacken. Jo. Selbstverständlich. Du bist dir der Bedeutung des Verwaltens von Attacken bewusst. Ein Pokémon kann sich 4 Attacken merken.
um zur Stärke zu helfen, sondern bei der Attackenauswahl auf eine Kombination von Stärke und Abwechslung setzen. Ja, danke, dass es nochmal erklärt, obwohl ich es bereits weiß. Warte zurück. Vielleicht beginnen wir uns bald beim CA Royal. Dann werde ich die Stärke meiner Gerechtigkeit präsentieren und mir den Sieg holen. Denn mein Ziel ist es, den Rang des Stärksten zu erreichen und dadurch meinen Einfluss und meine Macht zu erhöhen. Diese wird dazu nutzen, die Wildsektoren ein für alle Mal aus der Welt zu schaffen. Ich bin nicht ganz sicher, ob das eine Frau oder ein Mann ist. Uff, er mag... Okay, ist ein Mann. Er mag auf dem Holzweg sein, aber er geht ihn zielstrebig entlang, wa? Das ist übrigens Wildsektor 3. Du reingesaniert ist dir überlassen. Willst du mir eigentlich bei jedem Wildsektor jetzt auch über die Schultern schauen, oder was ist los? Ich finde sie sonst freundlich und so, aber das ist schon irgendwie... Ich weiß auch nicht. Was will die jetzt noch? Super Bälle. Kannst du die auch mal langsam kaufen? Warte mal für Pichu. Aber Pichu. Okay, jetzt Pikachu. Interessant. Wie sieht es eigentlich hier aus? Fehlt immer noch, ne? Das hier ist das letzte, was mir noch fehlt, ja Pichu, ne? Da ist noch unbekannt, was mir noch fehlt. Da haben wir gar nichts davon, aber ist auch kein Wunder. Muss schon sagen, ne? Nimbus gehört mir jetzt. Schutzschild. Was Level 50? Der Schillerpin, ja. Meisterball, okay. Ja, schaffen wir schon, ne? Wird ein bisschen dauern, aber wir schaffen es. Bevor die Folge beenden, Freunde, weil es ist leider Zeit, ne? Muss leider sein. Heilen. Ganz kurz auch noch schauen, wie es denn mit den Dingern so aussieht. In Attacken. Also meinen kann, natürlich hat schon Glut gelernt. Vielleicht für ein Pokémon, was eher physisch unterwegs ist, ein bisschen scheiße, aber egal. Sternschauer könnte es lernen. Was ich auch interessant finde, Sternschauer ist eine Attacke, die immer trifft, ne? So in den, ich sage jetzt mal, normalen Pokémon-Spielen. Da gibt es sie aber nicht, ne? Aber auf eine Aufladezeit. Das heißt, ja, solche Attacken, die immer treffen, wie auch Aurasphäre und so, bringen eigentlich gar nichts, ne? Ist schon spannend, ne? Muss ja zugeben, das hat irgendwie was. Lebensschuss, ah ja. Härtner. Ah, Härtner kannst du lernen. Nein, nicht so, Mann. So, Huna braucht noch ein Level, dann haben wir schon ein nettes kleines Bibor. Darüber hat schon irgendwelche Bonbons zum Leveln. Hier ein Heilball. Okay. Ja, so Bonbons. Ah, hier noch ein paar, ne? Der Bronze braucht noch ein bisschen mehr, ne, zum Entwickeln. Perfekt. Aber das, Freunde, machen wir erst das nächste Mal. Zurück bei Pokémon Legends. Yay! Und dann gehen wir in den Wildsektor 3. Und ein bisschen was ohne die, naja, freundliche Begleitung ausrichten. Und dann hier natürlich wieder zurückgehen, ne? Oh. Chefrum natürlich ein geiles Pokémon zum drauf reiten, ne? Interagieren, Chefrum. Geht das überhaupt? Kann ich ja... Chefrum war doch ein Gala-Pokémon. Spinne ich jetzt total. Chefrum kam doch nicht hier aus Kalos, aus der Region. Das war doch später. Ja, komplett verwirrt. Ich habe eigentlich so viele Pokémon. Okay. Ja, übrigens auch schon mal Pikachu, ne? Wildsektor 3, ja eben, da machen wir eine nächste Folge, genauso wie das hier, und hoffentlich holen wir uns noch ein kleines, nettes Psycho-Pokémon, ne, eben auch durch Geheimgeschehen und so, ich meine, ich kann es glaube ich schon schon gehen, ne, und aber erstmal das Tutorial durchhaben, naja, Rangkämpfe müssen wir auch noch machen, dazu aber später mehr,
Und das glaube ich sogar relativ zügig, da muss man schauen. Egal. Freunde, fürs Zusehen, bis zum nächsten Mal, dann Pokémon entwickeln, Attacken gucken und so und jo, geht voran hier mit dem Team, ne? Jo, kannst du sehen lassen, so weit, so gut. Endivi wird sich in 4 Leveln entwickeln, Datiri war glaube ich auch 14. Voltlam war auch 14, dann war Datiri 16 und dann Sofiaro war 34. Bin ich mir ganz mit dem Level, ey. Aber ist egal, wir werden schon noch sehen. Wird alles einen gewohnten Gang nehmen, ne? Bis zum nächsten Mal. Ciao zusammen.